Elisa, Joel? hast du Haut schon gekuschelt? Nee, Haut noch nicht. Nee, du müsst das aber ziemlich regelmäßig. Ja. Also zum Beispiel den Norbert. Dat Heu aus Maybe Sax. Wir schwatzen all Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Ich so nicht moin und willkommen zu einer neuen Episode von May wie Sex. Mich kennt das sind der Joel und die Lisa, das kennt er noch nicht, hat das eine professionelle Kuschlerin. Was kann ich sich schon dafür stellen? Oder ist das überhaupt der richtige Begriff? Ja, also es gibt verschiedene Begriffe. Professionelle Kuschlerin, Profi-Kuschlerin, Kuscheltherapeutin. Voilà, also es gibt viele Begriffe für dasselbe. Es bedeutet, dass ich mit Klienten kuscheln. Vielleicht geht man dazu kommen, was du genau musst, was das heißt, und wie ich den sich professionell Kuschlerin nennen darf, gebe ich vielleicht einfach ein bisschen über Berührungen am Alter schwätzen. Das ist nur für dich dein Beruf, aber für die Leute, denen das nicht ihr Beruf ist, denen ist Berührungen auch wichtig. Wie gehst du das anschätzen? Wie wichtig sind also die Wahrheit, sich zu berühren am Alter oder in den anderen zu berühren am Alter oder berührt zu gehen am Alter? Ja, also als Profi-Kuschlerin bekenne ich mich ein bisschen mit der Biologie auch der Hand aus. Was ich auch schon fein zielen, den wissen will, ist, dass wir eben so Berührungstiere sind. Wir sind so gepolt biologisch, dass wir mit Berührung als Aufregung reduzieren zum Beispiel. Wir brauchen regelmäßig Berührung gegen Stress, gegen schlechte Laune, weil bei der Berührung eben bestimmten Hormon ausgeschüttet wird, das heißt Oxytocin. Das ist so eine Art Kuschelhormon, aber auch Bindungshormon nennt ihn das. Das heißt, wenn wir in einer Gruppe Leute oder mit anderen Leuten in der W sind, dann berühren wir uns automatisch normalerweise immer für uns eben zu beruhigen, für das so ein Gruppegefühl auch entsteht, wo wir uns wohlfühlen, wo wir können entspannen, wo wir auch den anderen können vertrauen. Ja, das kennen wir alles ein bisschen aus der Forschung, auch mit Bonobos zum Beispiel mit ab, und da gibt es auch viel geforscht über Sex eben, mehr eben nicht mehr, mehr auch über die kuschelige Berührung, und da sind auch gemessen, wie viel Oxytocin dann ausgeschüttet wird. Und das sind ja extrem friedliebend Tiere, das heißt, darunter gesagt in sich, wie wichtig das Hormon da ist. Das ist bei uns Menschen genauso, also, das ist extrem wichtig an unserem Alltag. Ohne den Oxytocin sind wir ganz vulnerabel für Cortisol, das ist das Stresshormon. Das heißt, wir können doch ziemlich gestresst sein, weil wir nicht genug Kuscheleinheiten haben. Das klingt doch schon ein bisschen wie eine Erklärung für das Phänomen, den viele Leute von uns, und ich muss sagen, da wäre ich auch betroffen, so an der ersten Phase von der Pandemie erlebt von der sogenannte Skin Hunger, also der wirklich das Gefühl hat, es wäre ein hungrig nur Berührungen und Brechen der Geschwimmmomente ja. Also schon von einer WG gelebt, mit dem ist nicht so viel berührt, und schon irgendwann gemerkt, so, okay, lo wird es am Moment gut sein, eine Ermung zu holen. Aber an der WG gibt auch ein Hund, mit dem hatte ich dann die eine oder andere Kuschelin, das hat auch ein bisschen geholfen. Also aber nicht unbedingt dasselbe, wie wenn den lo mit einem Mensch kuscheln kann. Hast du das an der Pandemie auch so erlebt? Ja, auf jeden Fall. Also, ich arbeite schon seit 6 Jahren an dem Beruf. Ich weiß doch hier, dass ich sich all da ein bisschen kuscheln brauche, oder zumindest eine Umarmung. Ich hatte damals auch keinen Freund. Habe mir gedacht, Mächtlo brauche ich aber irgendwen, mit wem kann ich noch wie eine Art Kuschelfreundschaft machen. Und habe da geguckt, so, nach meinen Freundinnen, wen dann da gegen auf Brot kommen, voilà, also schon aktiv Gesicht nur also dürfte ja so, eine Person dürfte ja gesehen nach, ne, also immer einer wehmol, und ich dann immer geguckt, ja, da aber regelmäßig mit einer Person können zu kuscheln,
Aber wie du so ist mit dem Hund, das ist auch ganz gut, also das schaut auch Oxytocin aus, aber nur nicht so viel wie man denkt, anderer Mensch, weil den Hund kuschelt sich nicht den Himmel zu schnitt, ne? Also, also die leckt vielleicht ein bisschen auf mich. Voilà, und das eben auch dazu passiv sehen, ne? Dass ich ganz so entspannen kann, auf Fall lösen kann, und den anderen möchte etwas, also den Himmel, das eben so statt optimal Gefühl, so. Und das war doch taut dann irgendwann vermisst, also, kann ich natürlich auch sich selber ein bisschen hiemen, ein bisschen massieren. Mit Gehirn weiß aber immer, ich bin nicht selber, das heißt, du kannst ja nicht ganz austricksen. Also, das hilft schon ein bisschen so, für Momente, ja, also Sprache in einer Person dafür. Und, Corona hat das natürlich alles ganz aggraviert, kann ich sagen. Ja, also wo du bis gegangen hast für mehr Leute zu gesehen an wo ich noch Leute konnte gesehen mit denen ich kuscheln wollte, an die mit mir kuscheln wollten, muss ich sagen, hat sich mein Leben noch schon mal besser angefühlt. Also das möchte effektiv etwas mit engem. Ja. Aber findest du, dass man generell vielleicht ein bisschen eine Gesellschaft sieht, wo man es zu wenig abhaken? Weil schon heiß hat gefühlt, dass man dann aber, und ich sind da vielleicht auch relativ zurückhaltend, ganz oft ganz wenig inspirieren. Also bei mir war immer so, dass ich die Besen, die Leute ich kenne, ziemlich gehasst haben, und ich fand, dass Corona am Anfang recht gehen hat, dass ich das vielleicht nicht unbedingt immer am Schiedfrei muss aufknutschen. Aber irgendwann eine Stunde so einer Kollegin angefangen, einfach sich zu ärmen, und ich fand das am Anfang immens schön. Bon, das Corona-mäßig vielleicht auch nicht die besten Optionen, aber für mich ist das irgendwie eine flott Berehrung, wie sich Lobesen zu gehen. Ja, also, das kann ich auch bestätigen. Also, auf der einen Seite ist es so, dass als Zivilisation das so löser auch rausgeholt wird aus dem Alltag, also, da sind sich immer Männer bereiert wird. Also, es war dann, also auch ein Zeichen von mehr zivilisiert sehen, wenn ihn sich noch nicht die ganze Zeit umarmt und ein bisschen mehr Distanz wird, weil, also dass da mehr höflich gehen, einfach mehr Distanz an extrem aus so Japan, ne, wo ihn sich gar nicht mehr bereit, mehr just nach die Verneigung, du möchtest eigentlich kurz, ne, und voilà, da das denke ich so, das Extrem, dann, das aber ein bisschen ein Sarkas, so ein Schlummel aus meiner Perspektive, so. Das heißt, du gibst den Oxytocin gar nicht mehr ausgeschüttet. Das heißt, wir mussten als, ob die Verbalebene verlassen, dass den anderen als versteht, dann, das gut Verhältnis kriegen. Und da sind wir nicht immer so gut, also, merkt ihr auch schon am Internet, ne? Wenn wirklich das körperlich komplett fordert, dann, gibt es mega viel Missverständnisse. Und das ist eben nicht nur, weil ihn sich nicht an den Tag gucken, mir auch, weil eben den Element von der Prägung sich fordert. Ja, voilà, wie du gesagt hast, so eine Umarmung als Begrüßung, da tun ich auch zu Freiburg so richtig recht kennengelernt, wie ich studiert tun. Und schon hat immens flott fand. Schon gedacht, oh, wow, ich bin an einer anderen Welt hier irgendwie, das ganz anders. Dadurch kriegt ihr viel besseren Kontakt zu der Person auch, die ich gerade begrüße. Das kann ich auch bestätigen. Das heißt, ich hoffe, dass durch Corona auch ein bisschen die Richtung sich schon verändert und Leute hat mir gewahrt viel Luxus, Drehungen sich aus, auch wie flott das ist, dass sie da noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Also für drüberweite Luxus, eben kein müssen zu bereden, vielleicht auch gut kein zu gesehen den ganzen Tag. Hallo, durch Corona aus der Schleisung, mehr so, ja, den Zwang, den man halt konnte, so, dass sich rum dir treffen und, ja, die Wuppake. Du wirst ja auch Workshop halten beim Navy Sachs End of Season Fair Event 25. Juni. Wir werden ja noch ein bisschen mehr darüber schwätzen. Wo mir darüber geschwärzt haben, was wir Workshops mal wilden, in unserer Gruppe, geht die eine oder andere Person, die so gemeint, ich weiß nicht, ob ich da will matt machen, ob ich da wild matt machen, weil so fremde Personen uphaken, als nicht so Menges. Was gibst du Leute so, die so eine Stimme ganz schwer oder mal da andere Leute unzupacken, zu ärmen? Ja, wie kann ich vielleicht Barrieren aufbauen, für mit mehr Leuten zu kuscheln, für rausgesehen, wie viel will das von den Leuten, die beteiligt sind? Ja.
Also wenn ihn schon lang beim Gedanken drin sich kuschelt, dann ging ich auch empfehlen, lieber nicht zu kommen, weil also ein gewiss Offenheit soll schon gehen. Du meinst gerne eine Differenz. Also das eine ist so Berehrung und das andere ist Kuscheln. Und dann ein Workshop geht für allem fängt von an mit Berehrung. Der Tisch, dass ein Armlänge Distanz nach zu der anderen Person und wir testen einfach, was können wir mit unseren Händen so machen? Also wie kann ihn Taut, die so fleißig Berührungshunger hat, wie kann ihn Dave flott hämeln oder auch knien oder was gibt es da für verschiedene Techniken überhaupt? Also das ist relativ technisch am Anfang nach, ne? So, wo ihn einfach guckt, was geht dem anderen zum Beispiel gut, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten, die ich vielleicht gar nicht kann. Und du hast du sich so, dass wir dazu ein bisschen lehren und das bedurcht, dass ich das dann daheim natürlich dann bei Leuten, die gerne aufhegt, dann auch gerne aufwenden. Und da seht ihr, ja, guck mal, was ich gelehrt habe. Natürlich geht lo nicht so, nach wem stellt lo die Übung mal, mir wirst ja sowieso ab und zu, können da verschiedene Leute, da sind einfach guckt, was kann ich machen. Aber wie viel statt über den anderen das bei mir mischt, was tun ich zum Beispiel selber gern oder nicht gern. Vielleicht gibt es Sachen, die du noch nicht kannst, die echt kein Spiel sozusagen. Voilà, und dann machen wir alles für dich mit den Händen, mit den Armen, also ich fange so lösen. Und dann gibt es auch noch verschiedene Sachen, wie den einen sich eben hinlegt und dann vielleicht um ganz Körper so. Also natürlich alles umgedreht, so dass ja auch soll kuschelig bleiben. Wo in dem dann von Kopf bis Bein einfach eigentlich so durchschemelt zum Beispiel. Ja, also brauche ich keine Angst zu 100%, weil das soll nicht da sehen, dass ich aber nicht geheilt auf ein Risiko, also das. Mir vielleicht hat ihn aber nur Lust, das zu machen, also ich muss da gucken. Und leider nicht, weil ich gehen und alle auf Nählein. Da war eine volle Das ist auf jeden Fall schon mal einen kleinen Abblick an den Workshop, den du wirst gehen. Vielleicht denke zu deiner Laufbahn, wie bist du überhaupt drauf gekommen, für professionell Kuschlerin zu gehen? Ja, also das ist ziemlich verrückt. Wisst ihr wahrscheinlich auch schon durch das Heavy geht in das oder so. Was so crazy so. Voilà, du und ich Demo 2015 hatte ich so einen Artikel gelesen, auch ich meine war BuzzFeed oder so etwas. Über 10 verrückte Berufe, die es auf der ganzen Welt gibt. Da war zum Beispiel auch Kuscheln mit Panda-Bären aus China als Beruf. Und du hast kein Panda-Bären von, du hast die Menschen geholt. Du darfst mal, soll ich wirklich nur China auswandern? Ich weiß nicht genau. Nein, ich will doch Heika machen. Und du kannst dann auch kuscheln mit Menschen an den USA gehört hast. Und ich direkt geklickt, also gegoogelt und so, das geht wirklich. Voilà, und ich war ganz, ganz überrascht und schon gedacht, ja, das ist genau das Richtige für dich, weil du kuschelst gern, du hast so keine Hemmungen mit fremden Menschen so. Also ich hatte auch noch nie so den Ekel so für fremde Menschen. Ich habe gesagt, immer gerne Leute, auch neue Leute im Arm zur Begrüßung. Da habe ich schon gemerkt, okay, das ist kein Problem. Voilà, und du darfst an dafür dann auch noch Geld kriegen, das ist so perfekt, also das ist ja ein Traum. Ja, ich stand nicht schon echt da. Ich hatte nicht schon echt die Idee, oder? Für was sind den Artikel los, ich so, ja. So lange studiert, und dann schon Germanistika, Philosophie studiert. Und da war ich gerade am Gang, meinen Doktorarbeit zu schreiben. Voilà, dann ist da durch, merkt, komm, also egal, was Leute sagen, ich probiere das einfach mal aus, so nebenan Stoff jetzt gucken. Dann ist dann so geguckt, wie geht es dann, du kannst du vielleicht entweder bei einer Website von mir schneiden, und du war auch so amerikanisch und englisch, Profikuschler. Dann ist da durch, ja, ein bisschen blöd, und gerade die Zeit kommen aber so Fernausbildungen von denen, den da konnte machen, und ich bin auch besser wie nicht. Manchmal eine Fernausbildung. Ja, das hat alle gefallen, ja. Was lehrt ihr an so einer Ausbildung, oder was sind die Sachen, auf denen dann die braucht auch als Voraussetzungen für das können zu gehen? Ja, naja, also was wirklich das Allerwichtigste ist, wie gehe ich meinem Klient an? Also
das ist so no am Klient, dass bei allen vergisst, so, dass das eben ein Klient ist vielleicht, ne? Noch die Klient vergisst, dass er schießt Kuschlerin sind. Also die Intimität, die kriegst du sonst eigentlich aus keinem Beruf wahrscheinlich. Also vielleicht nach Pfleger oder so, wo ihn wirklich ganz no und Leid rücken, auch wie Hygiene so zuständig ist. Nee, sonst das wirklich, war wirklich extrem no, kenne ich noch bei so, vielleicht noch mehr no wie bei Prostituiert, weil das ist ja wirklich ganz lang, was so Leute, das sind einfach leider die Hand hält zum Beispiel, ne? Das ist auch ganz intim irgendwie. Dafür ist super wichtig, ganz streng Regeln zu haben. Also das echt als so körperlich, dass sie da guckt, dass sie nicht irgendwo hingreifen, wo Tabuzonen ist, dass zum Beispiel nicht geküsst wird. Also das sind alles so Sachen, für das nicht so viel romantisch, aber auch nicht so viel erotisch sind. Oder gut nicht, ne? Also das ist echt komplett ausgeschlossen, dass einfach die kuschelige Stimmung da bleiben, dass wirklich das Oxytocin ausgeschaltet wird, nicht Dopamin oder Adrenalin oder so. Das will man nicht. Voilà, und da geht es nach Regeln, die betreffen dann bei mir als Verhalten. Also, dass mir als aber auch echt therapeutisch Verhalten, das heißt, wir schwätzen nicht über das Problem, über das Gefühl, wir bleiben echt da wie der stille Zuhörer, ne, so, also wir bleiben echt also im Hintergrund. Kannst du schwätzen, leider über ganz viel, dann erzähle ganz viel über sich. Wir gehen auch kein Ratschläge, also wir sagen auch nicht, du sollst vielleicht für dein Leben verbessern. Also wir sind auch kein Coaches oder so, ne? Also da muss ich schon ganz klar sagen. Aber wir gehen eben auch nicht zu viel über das Preis. Aber halt auch ganz wichtig, dass wir bleiben immer professionell, im Sinn von, wir bleiben so am Hintergrund, auch was als Bedürfnisse anbelangt. Das heißt, ich bekuscheln eine Person an, also sie darf sich alles wünschen, also was sie gerade will, ne? Also zum Beispiel Kopfkraulen oder Face massieren. Also ich kann so alles Mögliche, was du kann machen beim Kuscheln. Nee, ich soll nicht, ich soll heute sein Verspannung, kannst du nicht mal mit mich ein bisschen massieren. Das wäre mega unprofessionell. Und ich stehe auch kein so ein Skinhanger hin, ne? Also ich stehe auch nicht in einer Kuschelzinn. Das könnte da doch vielleicht ein bisschen rüber, ne? Und dann ist es auch nicht mehr professionell. Also das sind wirklich die allerwichtigsten Regeln so, und das lehrst du alles, dann lehrst du auch die ganze Biologie, du lehrst Kuschelpositionen, du lehrst wie den Auflaufers für seine Kuschelstunde. Also viel Theorie, viel Praxis. Und mittlerweile gehen ich auch in anderen Leuten zurück, also ich meine die Ausbildung auch mit anderen Leuten, weil ich eben gemerkt habe, hier in Europa lebt nicht in die Richtung. Ich war damals zu Wien und habe dazu erzählt, dass ich auch die Ausbildung gemacht habe und lose, du mal das schaffen. Und waren ganz viele Leute begeistert und gesagt, wo kann ich das machen? Kann ich auf die Website mitkommen? Und ja, voilà, so ist das dann. Hat sich das also entwickelt. Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Du hast ja schon ein bisschen gezählt, dass du Bedürfnisse angehst von den Leuten, dass sie sich Sachen dafür wünschen. Ich gebe gerne den Kopf gekraut kriegen, ich gebe gerne heute da massiert gehen. Kannst du vielleicht aber trotzdem erzählen, wie kann ich mir so eine Session vorstellen? Wie lang ist das? Kriegst du ein Buch, den du 1 Stunde, 2 Stunden an wie läuft das dann auf? Ja, also erstens, was da auf der Website wo auch alles erklärt wird, auch mit den Regeln. Also normalerweise wissen Leute auch Bescheid, das heißt, können doch kein Delo ab Sexuelles oder so, weil du geht alles ziemlich gut erklärt. Dann musst du einen Termin halt und du siehst, ich denke ja, also 1 Stunde ist mindestens Zeit. Ich denke ja 1 Stunde kuscheln. Und da kriegst du direkt ein Regeln geschickt, wie so schwarz sieht. Voilà, also da gehen wir schon ganz auf Nummer sicher. Kennen Sie auch an der Halle, wo da 2 Stunden oder 3 Stunden buchen, fangt man mit 1 Stunde an. Da kannst du halt bei mir, also so mal zu Lützeburg, bin ich auch so ein kleiner Kuschelraum am Reckendal. Wir sitzen für dich mal ganz normal da an schwatzen. Da tächt mir eine Halle ist, für was willst du da machen, was hast du für Wunsch, was gilt eben noch für Frauen, so ein Einkehr wird Regeln sind. Voilà. Und wenn dann alles klar ist, also dann gehst du ein Stück da, da tächt du so wie ein Jogging dabei. Und dann fangen wir irgendwie so sanft wie möglich und da tächt mir am Abend ist vielleicht ein Kehr für als Hallo zu sagen oder vielleicht Handhalten. Apps, was irgendwie ganz
was die ganz Licht fällt. Ne? Und voilà, und dann schlug ich eine echt Kuschelposition für, die auch relativ easy ist, also nur nicht zu viel Intimes, so, mir vielleicht einfach neben den Nähen mal sitzen und sich um den lehnen oder so. Und dann normalerweise gibt den Oxytocin ausgeschaut und du fühlst die Schlösser los immer mehr wohl. Also am Anfang ganz normal, das ist doch gerecht, also, wirst du nicht so angestößt, so, oh Gott, was passiert heute? Aber durch die angenehme Berührung ist das relativ sehr fort. Und das ist ein ganz interessanter Effekt, weil du kriegst dann das Gefühl, du denkst mich schon kennen. Das ist ganz witzig, was den Hormonen mischt. Natürlich, du hast auch das Gefühl, so, ich kann nur dem Elisa wirklich alles zählen, das voll an der Reihe, ich kann halt, ja, vertrauen. Und dann hoffentlich, dass du zum Beispiel so eine Idee kriegst, ich will aber wirklich meine Lieblingsposition machen, oder ich will wirklich, mein Reck, die will unbedingt gekrallt gehen. Voilà, ich hoffe dann drauf, dass Leute dann aufhängen, so noch Sachen zu wünschen. Das lohnt sich auch für, das ist kein Problem. Und dann kuscheln wir eben die 50 Minuten dann einkehr. Und zum Schluss, ist es meistens so, dass du gar nicht mehr willst abhalten. Und sie ist, was? Zeit ist voll rüber? Ich kann das doch nicht. Voilà, also, so denke ich von mir. Das klingt immens spannend, vor allem wenn du siehst, die Leute hätten dann das Gefühl, sie dürfen dich schon kennen. Wie ist das für dich? Weil, hast du das Gefühl dann auch mit den Leuten oder ist das etwas, was dann seitig ist, was vielleicht auch dann zu Problemen feiert oder was scheint so vielleicht komisch viel für dich? Nee, also das ist auch bei mir so, dass ich Leute auch über die Berührung eben ganz schnell wie kennenlernen. Also ich kann ja gut ihre Körperspruch lesen und da merkt man schon, den du hast ganz scheu oder den hast ganz witzig, weißt du, das kriege ich ganz schnell so Gefühl für den Menschen. Das da wie eine Art Sympathie, die so gegenseitig die so entsteht. Ja, dass so Probleme entstehen, dass echt da, wenn die Person so romantische Gefühle entwickelt. Ja, an Fred, ja, will meist nicht mal so gesehen oder so. Dann muss ich da ein bisschen an Grenze verweisen. Nee. Am meisten ist das einfach just eben wie eine Sympathie an, ganz super, weil ich so auch therapeutisch will schaffen. Das heißt, sie fühlen sich eben wohl und können dann auch über die Probleme schwatzen. Ohne nur zu denken, oh Gott, was denkt die Leute nicht? Also, viel, dass wir sie nicht jugieren. Also, jugieren Kind, das wird alles an der Reihe, wie Leute sind. Das muss ich aber auch lernen, mit der Zeit. Am Anfang bin ich noch so, du warst noch so, Meister, meine Meinung, so durch, so, den hast du so, ob die freuen ich mich vielleicht, die vielleicht nicht so, und mit der Zeit war dann einfach so, okay, Schiffbrennen ist irgendwie auch interessant, dann freue ich mich auf Schiffbrennen, so. Voilà. Ich weiß nicht, ob du als viel darüber darfst zählen, aber was für eine Zucht Leute kommen so an Kuschelstunden? Kann den durch ein Muster erkennen oder ist das wirklich von allem? Also beides, das von allem, das auch ein Muster zu erkennen. Das heißt, Schiffbrennen hat so einen Berührungshunger, also hat seine Art Einsamkeit, sie wird, dass sie sich an ihrem Leben einsam spüren, so kein für zu schwatzen zum Beispiel. Oder sie können eben für zu kuscheln, für zu berühren. Oder sie leiden drinnen, dass sie zum Beispiel keinen Partner haben, keinen Partner haben. Ja, auf jeden Fall sind sie irgendwie isoliert, ne? Also, sind auch noch viele Leute natürlich kommen, ne, wegen Corona, die da so, ne, sie so isoliert durch Corona. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, Leute kennenlernen. Das ist so der gemeinsame Nenner. Ansonsten sind nur wirklich Studenten, die bei mir kommen, also ganz junge Leute, aber auch Rentner, Leute, die von ihrem Job überfordert sind, so mit 40, die ganz erfolgreich sind, aber halt einfach so viel Stress haben. Also wirklich auch allmählich Berufe, da kann ich gar nicht so komme Logistik dort, kann ich so kommen, da die mehr für die Entspannung da sind, und kommen da aber auch die wirklich Probleme haben, und über die Probleme will schwatzen oder einfach wollen, einfach mal ausschalten. Wenn ich zum Beispiel Depressionen hat, so, dann ist einfach anstrengend, die ganze Zeit eine Depression zu hören und sich so zu fühlen, während der Zeit, du, also einfach wie so ein Pause für Luft zu holen, einfach mal, aufzuschalten, so, ne, das ist auch oft, also zum Beispiel auch Leute mit Burnout, mit Depressionen kommen halt oft
auch zum Kuscheln. Ja. Du hast noch viel gesagt, du darfst selber nicht in der Kuschel sein. Das heißt, wenn du keinen hast, mit dem du normal kannst kuscheln, musst du da quasi auch eine professionelle Kuschelperson sichern oder du musst Pause machen. Genau, also wir empfehlen jede Frage den Kuschler aus, dass sie entweder privat den haben, und da muss ja nicht der Freund sein oder die Freundin, also der Partner. Kann auch einfach irgendein Bekannte sein, irgendeine Freundin, die du so kannst, wo ihn einfach mal fragt, ja, will man jetzt mal einmal pro Woche treffen für zu kuscheln, anstatt halt an die Kinder zu gehen oder so. Also das ist auch möglich, ja, schießt sozusagen. Ansonsten, also doch ganz hilfreich, auch ab und zu vielleicht mal an Massage zu gehen oder ja, zu kuscheln, je nachdem, was die gerade so an der Gegend tut, was halt möglich ist, wo einfach so schnell am Tisch kommt, ne, das ist so die Begriff Wellness, das halt in dem Sinn ganz, ganz wichtig für alle Leute, die so therapeutisch arbeiten, so Dienstleister sind, das ist ganz wichtig, dass auch mal in anderen Apps für dich möchte. Ja, das ist ganz wichtig, da zu gucken. Ja, weil das kann doch ziemlich leicht, das habe ich auch selber gemerkt, das kann doch leicht zu einem Burnout führen, dass du wirklich dich ausgebrannt fühlst. Weil die Leute ja all etwas, ein Stück Energie von dir auch mitholen, und das ist auch gut so, dass auch so gedurcht, ne? Nee, das geht einem da schon bewusst, wenn ihr sich dann nicht selber mal abfällt, so zwischendurch. Das zumindest sagt, was ich aus Erfahrung kann, noch für viele andere Kuschler so helfen, dass sie immer zwischendurch aber Apps brauchen, für sich noch zu fällen. Wie viel so Kuschler gibt es dann so, also zu Lützburg schon just du, nee, so am Umfeld? Ja, also Kuschelkiste schon so richtig Netzwerk draus gemacht. Am Anfang waren wir vielleicht 3, 4 Leute, ne, so zu Wien eben. Und ja, seitdem gibt es Kuschler in Deutschland, Schweiz, Österreich, Lützburg. Durch Corona sind da leider pur weggefallen. Ja, weil auch der Zukunft vom Beruf natürlich ein bisschen unsicher war. Nee, aber just für jeden, den ich überlegt gerade, ja, es gibt mega viel Aufruhen, also es gibt mega viel Bedarf. Wir brauchen mehr Kuschler. Jetzt sind da am Moment sind da so 30 ungefähr, ja, so überall verteilt ein bisschen. Voilà, noch zuletzt sicher auch Leute, die da ein bisschen mir mal helfen. Also es gibt Klientel zuletzt. Alkes waren stolz, sie sind bald ausgebucht. Voilà. Das heißt, wenn sich nur gedacht hat, das mit der Panda, das gibt mir nicht so gefallen wie mit Menschen, das gibt es schon machen, den soll ich auf jeden Fall bei dir melden und sich überlegen, ob das etwas für ihn ist oder für hat ist. Ja, voilà. Also wenn ich gut mit Menschen kann umgehen, auch für Brei und keine Angst habe, dann ist es wirklich egal, als ob Mann oder Frau, also das einfach so persönlich zählt, viel Empathie, gut kann nur lauschen, dann willkommen. Willkommen bei der Kuschelkiste. Ja. Ich meine, du hat man eigentlich gut über das Thema Berührungen an Kuscheln, an wie professionell kuscheln kann, geschwart. Hast du noch irgendetwas, was du also Nullausstraherinnen unbedingt willst mit auf den Weg gehen? Warst du nach so noch wegen Corona und so, das auf jeden Fall nicht schlimm oder das normal, wenn ihn einer kuschelt das, wenn ihn so Bedürfnis nur kuscheln und Umarmung hat, das ist wirklich ganz natürlich, wie ich schon gesagt habe, biologisch. Der Tisch brauchen sich nicht dafür zu schummeln, man kann ihn auch einfach mal eine Person fragen, der er vertraut, ja, willst du mal schnell mal an den Arm holen, weil, also, ich hab für drüber gesagt, einmal pro Tag, nee, eigentlich in der Woche ist auch schon mal super. Das kann schon ganz viel verändern. Aber wenn ihr einfach dazu seht, ja, dass wir nicht für irgendetwas Romantisches uns fangen, das ist für meine Biologie so. Also auch vielleicht seht, hey, okay, was du dann nicht verstehst, hey, also cool Buch, Tisch Berührungszunge von Elisa Meyer. Da steht alles drauf, weil ihr müsst wissen. Also für Missverständnisse zu vermeiden, kann ich einfach so, ja, das ist nicht romantisch, das ist einfach so für sich gut zu spüren. Vielleicht hörst du auch etwas davon, dann, voilà, also, schon dich nicht, das einfach einerlei mal zu froh. Besonders durch Corona sind leider
total berührungsisoliert und sind nicht so gut zu leiden. Das kennen wir eigentlich alle gut ein bisschen. Ja, Das heißt, ja. das ist ein guter Tipp für einfach mal fein zu freuen. Und Ja. dann natürlich auch zu respektieren, wenn eine Person nicht sieht, mehr sich vielleicht Ja, auch zu überlegen, ob nicht das andere Leute will anbieten, hey, soll man nicht denken kuscheln oder brauchst du nicht mal eine gut Ja. feste Erwärmung. Ja, voilà. Für all die Luna wollen mehr gewohnt gehen, gibt es einerseits die Website von der Kuschelkiste und gibt natürlich den Workshop, den wir schon angeschwärzt haben, wo es doch schon ein bisschen gezählt ist, was du musst. Den wird stattfinden den 25. Juni zu Esch am Bâtiment Feier. Du hast dann nicht nur der Melissa sein Workshop, mehr den ganzen End-of-Season-Event von Maybe Sex. Die läuft von 2:30 bis 6:30, wie gesagt, zu Esch am Bâtiment Feier. Das ist ein wunderbarer Platz, wo ganz viel Kultur stattfindet. Und mir ist gedacht, wo das ja Esch 22 Kulturhauptstadt von Europa aus, könnte mir auch mal da den Sex an der Woche Berehrungen bringen. Das heißt, du hast dann also ein Aufschluss-Event. Wie gesagt, am Mitte sind die Workshops, unter anderem dein, aber auch noch 2 andere. Und um 7 Uhr holen wir dann als Staffelfinal ab. Das heißt, ihr könnt dann enkel live dabei sein, wenn wir podcasten und uns noch gucken. Das Ganze kostet 5 € und die könnt ihr ummelden mit einer E-Mail an sex@ara.lu. Aber wenn da alles zu sehen gegangen ist, auf sexpodcast.lu, da fand ihr die Informationen all Nanker abgelöscht und ihr fand auch Beschreibung zum Elisa seinem Workshop. Ich sage dir, vielmals merci, dass du dabei wärst. Gerne geschehen, Joel, und merci für die Invitation. Ne? Naja. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann im Event gesehen. Ja. Und als wir schon können an den Namen holen. Ja, voilà. Da freue mich auch schon drauf. Lo könnt nach eng Rubrik und dann wäre das an der schon mal. Ciao, ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh, wat aus thermisch Verhütung. Wie eng Form von Schwangerschaftsverhütung für Personen mit Penis kennst du? Dann wird für die meisten Leute das wahrscheinlich Kondom, aber Vasektomie. Me seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten gehen noch nach einer meiner bekannten Formen angewandt. Eng davon aus thermisch Verhütung. Was das? Das hört ihr lo direkt. Fangen wir 4 an, bei den Spermien. Der Hormonzyklus von Spermien dauert ca. 60 bis 70 Tage. An der Zeit reifen sie an den 2 Nebenhoden. Diese Prozess nennt den Spermatogenese. Die Hoden liegen außerhalb vom Körper, weil die Spermienproduktion eine Temperatur braucht, die mehr kalt ist wie die Körpertemperatur. Wenn die Temperatur von den Hoden systematisch und über eine lange Dauer mindestens 2 Grad mehr warm ist, dann stoppt das die Spermienproduktion. Und diesen Effekt kann ich für Verhütungszwecke nutzen. Von daher kann auch der Name thermische Verhütung, nämlich Verhütung durch Temperatur. Je mehr Wärme in die Hode mischt, desto mehr kurz muss die Wärmeaufwendung sein, für das gewünschte Ergebnis zu kriegen. Wenn ihr nicht mehr will thermisch verhüten, aber mit Wärmen abhält, dann erhält sich die Spermienproduktion innerhalb von 2 bis 9 Monaten vollkommen. Als einzige Nebenwirkung ist eine leicht und harmlose Verkleinerung von den Hoden zu erkennen. Soweit so gut. Aber wie funktioniert das dann lo am Hodewirmen? Prinzipiell gibt es 2 Arterweisen. Entweder Temperaturerhöhung durch die eigene Körper wärmt oder Temperaturerhöhung durch externe Wärmequellen. Arterweise Nummer 1. Heizen durch eigene Körpertemperatur. Schon seit den 90er Jahren wird unter dieser Methode geforscht, zum Beispiel vom John Rock, der bei der Anti-Baby-Pill beteiligt war. Und seit den 70er Jahren gehen es feministische Gruppen in Frankreich, die die Anwendung von der thermischen Verhütung mit Körpertemperatur abgegriffen haben. Am französischsprachigen Raum ist thermische Verhütung übrigens schon ein langes Thema, so los auch im deutschsprachigen Raum. Hier gibt es eine ganze Reihe Gruppen in Frankreich und in Deutschland, die das Methode probieren, in das Leid zu bringen. Ich verlinke die Gruppen auf der Website. Bei der Methode mit Ege wärmt, gehen die Hoden mehr nah an der Körperbrust. Für genau zu sein, an den letzten Kanal verlagert. Das klingt komisch, mir ist komplett pengfrei.
Für dat ze am lechte Raum bleiben, braucht etwas für sie dort zu befestigen. Das geht zum Beispiel mit einem sogenannten Slip Chauffant oder mit einem sogenannten Andro-Switch. Den Slip Chauffant ist ein Jockstrap oder eine Innerbox, wo durch den Penis an die Eidelhoden gefädelt gehen. Den kann sich auch selber basteln. Eine Anleitung für diesen Roman Kui fand auch an den Quellen. Den Andro-Switch ist ein Rang aus Silikon. Ähnlich wie beim Slip geht durch den Rang auch der Penis an den eidlen Hodensack durchgefeuert und dann geht der Rang nur an den Körper gezogen. Sein gerillten Oberfläche hilft dabei, dass der Rang nicht rutscht und die Hoden nicht rausfallen. Das ist ein Produkt von Thorem, auch die Seite verlinken ich euch. Weil bei dieser Art und Weise von Anwendung den Temperaturanstieg nicht so stark ist, nimmen 1,5 bis 2 Grad, sollte die thermische Verhütung durch Körpertemperatur die ganze Zeit, wenn ihr wackrig ist, oder mindestens 15 Stunden den Tag gedroht gehen. Art und Weise Nummer 2. Heizen mit Hilfsmitteln. Hier kann ich natürlich kreativ gehen mit den Hilfsmitteln. Zum Beispiel geht es seit den 30er Jahren Heizen mit Wasserbad. Die praktischst oder mehr praktikabel Art und Weise an Mengen an sind Wärmepads. Die Wärmepads kann ich auf unterschiedliche Plätze schon kaufen, zum Beispiel auf der Seite Jemaya Innovations. Hier in der Box mit dem Namen Spermapos hat ein angebotenen Fach, wo ihr einen Handflasche großen Wärmepad gut verstauen kann. Den Wärmepad geht mit einer Batterie betrieben, die hüfthoch verstaut wird. Weil der Wärmepad todemi stark geheizt wie die Körpertemperatur, muss die Anwendung nicht so lang sein. Mindestens 4 Stunden den Tag sind empfohlen. Wenn ihr in einer ist, zum Beispiel auf Reisen, wo ihr nicht immer Strom oder Batterien habt, da bietet sich auch an, verschiedene Methoden komplementär zu verwenden. Und zum Beispiel auch immer ein Slip Chauffant oder ein Andro-Switch dabei zu haben. Studien no kann in der Anwendung auch mal einen Tag innerbriechen, ohne dass die verhütende Wirkung verloren geht. Es wird außerdem empfohlen, alle 3 bis 4 Monate ein Spermiogramm zu machen, für nur zu gucken, ob dann Fruchtbarkeit nach immer gehen ist. Und natürlich schützt die Thermalmethode nicht für STIs, also sexuell übertragbaren Infektionen oder Krankheiten. Dafür sollen sich auch weiter regelmäßig testen und Barrieremethoden wie Kondome oder Laktücher benutzen. Anelo? Studienlage zu der thermalen Methode ist mittlerweile wirklich gut. Und das ist eine immens sichere Methode mit immens wenigen Nebenwirkungen. Dafür gibt es viele Vorteile zu anderen Schwangerschaftsverhütungsmitteln, wie zum Beispiel Hormonalverhütungsmittel wie die Pille. Hormonalverhütung ist aber im Vergleich zu der thermalen Methode trotzdem noch viel mehr verbreitet. Und so geht auch ganz viel von der Arbeit, der Verantwortung an den Nebenwirkungen auf Personen mit Uterus verlagert. Es leidet sich schon nicht unter thermaler Methode, mehr echt auch gesellschaftliche Schieflagen, dass Thermalverhütung am Mainstream noch immer nicht mehr bekannt ist. Es geht also höchste Zeit, dass Leute mit Penis die unterschiedlichen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, auch kennenlernen und nutzen. Dafür zählt alle Leute mit Hoden an ihrem Umfeld, für die Schwangerschaftsverhütung wichtig ist, von der thermalen Methode. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mal annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affektive sexuell. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit und den Inhalter vun diesem Podcast auf.